Ekran! Ekranen jävlig op, hos wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, je lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u van die radio aanhast, of voor die wat op YouTube zijn, habt een zeer schöne tijd. Welkom ook Orlando. Dankzij dat u thuis seid, hier met te werken. So, wir sind hier in Sommerfeld, Paraguay. Bei meinen Eltern in Spazierstoel. Und weil von dir über ein Thema reden, was ich ein bisschen über neu gedacht habe. Und ich glaube, du bist eine feine Person zum über reden. Aber ja, kannst du dir einmal vorstellen, Orlando, wer du bist? Ja, guten Tag, Edward. Danke für die Einladung. Wer ich Sie, wohne Orlando ab, ist mein Name. Ich wohne hier, in der Gegend, das du gesagt hast, in Schof, in einem Krankenhuis, Hospital. En de arbeiten de IT is met mensen begeleiden, mensen in een Seelsorge begeleiden, die dan een zeer bunte arbeid is. IT, we zijn bevrijd, via Kenia, en leren ons wat het is met Kenia en met Jugendlichen hebben aus Kenia en met eigen leven ons volledig te worden. So, wie war von der über nicht so wahrscheinlich, dass in Kenia und so wieder reden, in Jugendliche, aber es betraf Jugendliche in allem, aber wie war über Depressionen reden. Und ich weiß, das Wort Depression, für die, was ich kenne, das vielleicht fühlt sich ein kalter Armer mit Eiswater über dem Kopf gegoten. So, dass wir uns nun nicht verführen, über das Wort kurz mal erklären, was ist Depression? Depression ist das Wort, dat ik heb ondersproken, wat je gebruikt en dat beschrijft de meestal de animo, de moedtoestand van een persoon. Ik geloof, op plaats hoe je verreden van wat de moed is, wat de moed is en wat het mijet, de last van een mens. En dan moet je beter voordig worden. Du sagst, dass vielleicht, wo die Mut ist, oder dass die vielleicht nicht so mutig ist. Was sind Tekens, dass eine Person Depression hat? De tekens van deze soort Depression, wat met Brockenwallis gestort zijn, wo Menschen einfach antworten, dass sie für eine längere Zeit, gewöhnlich mehr als 2 Wochen, vielleicht antworten, der Mut ist sehr weich geworden. Ich kann mich nicht mehr. Eigentlich würde sagen, mein Appetit, mein Hunger hat sich verdoppelt, aber mein Hunger überhaupt nicht mehr. Andere würden von Gewicht aufnehmen, andere nehmen Tau. Eigentlich würde sagen, mir ist so, ich lege mich an rond, aber ich kann nicht schlafen. Ich liege wakker en kann nicht uitruhen. Und dann zum Beispiel mit dem Abwarten, mit dem Dach, dann gehen wir arbeiten, ich habe das einfach kein Mut. Mir ist das sehr schwierig, wo ich im Dach überstehen. Andere, die schlafen zu viel. Die schlafen 7 Stunden, 10 Stunden, 11 Stunden, und die würde sagen, würden liebsten noch länger schlafen wollen. Nicht, wenn sie eine Krankheit haben, aber wenn es in ihrem Kopf Sachen passiert, sind oder passieren, und die dann großen Trouble bekommen. Andere würden sagen, es ist sehr durcheinander. Mir ist alles sehr undeutlich. Ich habe nicht mehr ganz klar, was schwarzen Bett ist, immer was fängt an so an Mad zu gehen irgendwo. Und das sind sehr verjährsam. Und dann eine große Gruppe von Menschen, aber eine Gruppe Menschen, die würde sogar an dieser düsteren Zeit als beschrieben als hoffnungslos, düster, als in een Lochbahn, dat leven überhaupt nicht, kein Sinn. Und alle von denen weltweit, aber auch in unserer Gegend, wo wir wohnen, würde sagen, ich will mit dem Leben einfach ein Ende machen. Und das ist eine sehr traurige Sache, aber die Depression, Menschen darunter, was ich leben nehmen, ist endlich von 100 Stellen kann man sagen, also weltweit, in 1,5, 70.000 von denen liegen in einer sehr schweren Depression. Was für eine Sorte Menschen schlägt Depression an? Verschiedene alles. Oder man sagt, irgendwer kann das haben. Momentan, das kann bei Kenia kommen, bei Jugendlichen, bei befriedenen Leuten. Das kann kommen bei Älteren, die alle Kenia von Tisch gegangen sind, alle 40, 50 Jahre ältere Leute. Und auch die ganz ältere Leute, die 60, 70, 80 Jahre, da kann man alle wen finden. Aber doch, in diesen Jahren von 15, 16 Jugendjahren findet man dort endlich ziemlich viel.
meest mensen vangen op te lossen, entscheidungen te treffen. En dat is voor mij dan de zaken komen. Erst ein Grund, wenn Wort die Depression. Bueno, dat je een groep mensen wat het besonders leicht hebben kunnen. Ten minste mensen wat omdraaien. Van hier draait irgendwer naar een ander land. En wo deze persoon er steht wordt gechant, die wordt in andere steden en je draait onderweg aan. Die kunnen bevallen zijn, leichter te doen hebben. Mensen wat aan je zei, weet je persoon verliezen, daar stimmt dood. Mannen, de vrouwen, de novie hastig als wacht, daar stimmt dood. Dat is niet voor de krankheid. Tot nachher waar op een komen. Sehr viele Rutschen doen en vind je zich niet vertraagt. Da kan ze gewoon een vriend en een vriendin, novia aan je afzegt. Die wordt dan nachher met die frustratie en met dat zware wat treibt blijft. Die hebben van tijd, die weten niet, oké, wat zal ik nu weer doen? Ja? So, dann fragen wir uns nu vielleicht einmal, na, das Mensch ist ein Mutlos und der ist mit einem Mut eine und die Bibel sagt, dass ich soll Frau sein, oder alle Zeit so, was ist dann mit einem Christ? Kann der Depression haben? Das ist ein sehr umstrittenes Thema, kann ein Christ an Depression fallen? Jo. Ich würde sagen, jo, wenn wir als Christen, sind nicht gespritzt worden. Wie habe ich eine Spritze gekriegt in der Bibel verspricht uns, dass Gott wird immer bei uns sein, wird am Ende von unserem Leben bei Jesus wahrkommt. Das ist eine gute Verheißung. Wir sollen uns an Gott freuen, das ist die Kraft von unserem Leben, und Jesus will uns freuen. Und das wisst Paulus auch, das weiß Jesus, das weiß auch die Propheten. Aber wann ich auch ein Christi kann ich in Depression fallen, und das ist aus der Bibel waar hij zei, joh, wenigstens zijn mensen wat met Hosea schafft. Wer sind in der Bibel? Ich würde sagen, es ist Mose. 2. Mose, wo Mose mit Gott ein Gespräch hat, über das Volk Israel. Und Mose einfach sagt zu Gott, Gott, weißt du was, ich ziehe vor dich mit dem Volk leben. Und das ist dein Volk. Und wo Mose ganz am Ende wird. Hiob, der spricht schon wie, hij allein, so quasi in der Früh, dreht sich, so Zeit wie es jeden am, und die Freundin am, wo hij allein im Charme für wir. Wo Hiob in seiner schwere Zeit die Freiheit verlor, aber niemals nicht den Glauben an den wahren Gott. Ich denke an Elia. Elia, der hat wunderschön gelebt mit Gott. Elia, wie mit den Baalpriestern, der hat Gott so dicht begegnet. Und ich habe bald nur dem Zeit, wo Elia in der Wüste sich nicht bejaft. Und in diesem einen Struck ganz unten ist. Und er praat Gott, nimm mich doch das Leben. Es ist für dich. Mein Leben ist für dich. Und wo Gott dann am Beginn sagt, no, hier ist dann wieder mit dir, Leben mit dir. So, die Bibel ist voll. Die Bibel ist voll. Paulus praat in 2. Korinther, Gott selbst, nimm mir die Sache mit dem Fleisch rit. Weet nicht, wo das ist gewesen. Er ist dort, wo es gewesen. Und Gott sagt, no, das soll bleiben. Dan was je niet vergeten, dat drukt meer kracht im Leben. Ja? Wat kan nu helpen wanneer iemand is in de maat van een depressie en wat kan hem helpen? We alle hebben mal tijden waar het slecht gaat. Ik wil op arbeid voeren, kan ik niet, oder ik zie krank, oder in de familie is weer krank, dan hebben we daar entweder waar het zwaar is. Die komen gaan. Während deze type depressie ben, als die maar wens voor 2 weken alleen ben zijn, dan moet je zeggen, wat wirklich der schwere Lieder ist. Eine von den wichtigsten Sachen, was auf der sehr schwer passiert ist, dort man darüber reden will. Vielleicht mit einem Freund, vielleicht mit meinem Papa, mit meiner Mama, oder einem Prediger, einer anderen Person, oder Jugendleiter. Und teil mit, was ist mir so schwer? Was sind meine Sorgen? Warum soll ich so sehr durch? Sehr viele Mal, als Christen glaube ich, mein Glaube ist was recht. Ich ziehe in Trouble mit mir. Ich kann nicht, ich schäme mich, mich zu vertalen, ich sehr Lieder, oder ich habe mich im Gebetsleben Trouble, oder in meinem Bibellesen Trouble. Und die Prediger wird mich nicht verstehen, oder die andere Person. Aber darüber reden ist immer wieder frisch in Teken, auch von der Bibel war das sehr in der Stadt, dass wir reden. Und dass wir mitteilen. Und durch mit dem Reden, als man das wird leichter. Und dass wir einem anderen helfen, unsere Lasten zu tragen. Und top dann diesen schweren Wasser kommen, ja. So, dat is, ik zie ook allemaal zeggen, dass wir reden,
das ist für mich zum Beispiel ein von der schönsten zum befreit zu sein, dass man immer wem, oder soll, wenn es eine Person zum Reden. Aber du hast dann wie eine Person, die hat viel geredet und alles, aber in irgendwo dort kommt noch nicht wieder. Was konnte wieder für Tratamientos oder Daunen zurückkommen? Dat heeft het. En dat heeft mij mal ook gezien en erlebt, dat ook een persoon die heeft alles gedaan, wat we geloven wat kan helpen kan. Du hast nicht Sinn im Leben, klar, wir sind ja auch bei Kindern, der lebt nicht an Sinn, der geht joy, der ist eine gute Beziehung mit der Familie, und trotzdem jetzt etwas schwerer da. Und da finde ich so, als eine Hoffnung, nicht so groß als Gott, aber da kann man mit Doktors reden. Doktor Stane, das ist ein sehr gutes Thema. Und man kann von schon Tag mit man das wirklich schlimm ist, mit Medizin annehmen, kann man eine gute Hilfe kriegen. Manchmal ist es bis für ein paar Monate, 4 Monate, meistens einmal 6 Monate, weil der Mensch immer das hier Arbeit hat. Dann hier kann man sehr viele Monate, Doktor sehen halt, weil er sagt, okay, ich will mir nicht gut, nicht durch. Dann kann man mal die Medizin beischleichen. Ja, das ist nicht für das Leben lang. Das ist bis für eine Zeit. Und das haben verschiedene Christen Holland gesagt. Er ist sehr dankbar, dass man diese Pille kann nehmen. Gott hat mir trotzdem geholfen. Gott macht mich nicht clean hier. Das war nicht aus dem Grundstock. Von der Zeit, wo ich schwur gehen kann, gab Gott mir die Möglichkeit. Und das hat dann sehr gut bewirkt. Und diese Pille, manche sehr Angst. Ich glaube dann, okay, dann wollte ich nicht angebunden sein und dann komme ich mehr los davon. Ich möchte einfach sagen, dass die Pille von der ich rede, Dr. Stane, die waren nicht süchtig geworden. Das ist nicht, dass die waschen Hände Sucht kriegen oder nicht mehr ohne die. Das ist eine ganz andere Sache. Und das ist auch nicht eine leichte Sache, dass ich nicht bloß in der Pharmazie gehe und sage, ich will so eine Pille, dass mir scheine jeder. Das oder wo musst du das sagen? Das ist, wie die politische Rede haben manchmal diese Angewohnheit, wie wir uns besetzt für ein halbes Jahr. Dort hat man über die Jahre manchmal sehr viel mehr Trouble und Schwierigkeiten gebracht als die halbe. Und diese Sorte Pille, von der ich rede, die kriegt man endlich nicht über so leicht bei der Pharmazie. Endlich soll man am Doktor gehen. Was sind andere Sachen, was ein Mensch kann tun, die besiegen Doktor? Weil man sagt, vielleicht das für einen Doktor, wo wir da alle Leute waren, das nicht unterschied. Was sind andere Sachen, was man tun kann in so einer Zeit? So als ich auch sehe, ich werde darüber reden. Die andere Sache ist, sich bewegen. Gehen, basically vor, irgendwas mitmachen, sich irgendwie bewegen. Das ist in verschiedenen Wegen hat man immer verstanden gesehen, dass sich körperlich bewegen, dort Hauptmenschen die Depression rührt. Die schlafen besser, die waren ruhig. Und die Menschen, die irgendwas bedeutet an seinem Kopf hat, dort war er möglich. Können auch Eter irgendwas zu tun haben? Nicht zu viel Zucker. Okay. Nicht zu viel Coke und Kaffee. Und für sich sehr natural zu essen, wenig zu essen, nicht zu laut belohnt zu essen, zu viel zu essen. Und die Sachen die mit abpassen. Ja. So, da zum Schluss an der Zeit jetzt zu eng. Was würdest du sagen, ein mutmerkendes Wort an irgendwer, wer eine schwere Zeit hat? Es sind 2 David in der Bibel. Die Psalmen sind für mich die Schriftstellen, wo ich lebe. David hat das sehr schwere Zeit gegangen. Er redet im Psalm 51 von, dass Gott wohnt da, wo das Hort 2 ist, das Hort belohnt ist und das Hort am Lied ist. Gott wohnt da. Dat is mijn troost en dat ik mag met je even God is daar waar je is. En nummer 2, Psalm 23. En waarom daar zeer zware tijden gaan, en dat valt het als die zijn hulpungsloos. Geen angst. Die worden daar komen en God wird met ons. Grote Amen zu dort. Vielen Dank, Orlando. Dankeschön für das sehr schöne Thema, was wir haben können durchreden. Also nicht so ein schönes Thema, aber das wir das können so schön zu eng merken, Peter gesagt. En ik mocht die leven hier Gottes Segen wensen. En dan wordt het niet best. Het is zwaar, redelijk. Zeker God. Vrouw aan waren nu aan, ra nu aan. En ik hoop ik zei die nächste Mal waren. Gottes Segen. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 Fire79 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.